Der Friede von Gott und die Liebe von Christus und die Kraft vom Heiligen Geist sind mit uns allen. Amen. Du kannst keinen Tag der Vergangenheit ändern. Halte nicht mit einer Hand die Vergangenheit fest, denn du brauchst beide Hände für die Zukunft. Mit diesen Worten begrüße ich euch herzlich zum Online-Gottesdienst Mitte November hier in der Spietzer Dorfkirche. Begrüßt musikalisch hat uns bereits Ulla Löters an der Orgel mit dem Stück Präludium F-Dur von Vincent Lübeck. Am Schluss werden wir die Fuge dazu hören. Mein Name ist Marianne Zbinden und ich habe heute an meiner Seite den Michael Zbinden mit allen technischen Geräten ausgerüstet. Ich bin sehr froh dafür. Merci vielmals. Einmal hat mir ein 90-jähriger Mann gesagt, man ist nie zu alt, für etwas Neues zu lernen. Ich selber habe gut die Hälfte der Jahre auf dem Buckel und ich muss sagen, es hat mich ein bisschen Überwindung gebraucht, eine Predigt, die für mich so etwas Momentanes ist, aufzuzeichnen. Und gleich, ich nehme es als Chance, etwas zu lernen und zu euch so in die Stube, in die Küche, vielleicht auf der Terrasse ein paar Worte zu richten. Keine Gesichter vor mir zu haben, gleich zu spüren, wir sind verbunden, wenn wir Gottesdienst feiern. Schön seid ihr dabei. Wir haben November, es ist Herbst. Das ist nicht nur die Zeit vom Nebel, von den kalten Morgen und den finsteren Abend. Es ist auch die Zeit der Herbstblätter, die leuchten, von einer Kegel, die glänzt, oder von einem Schneckenhäuschen, das seine schöne Zeichnung zeigt. Wenn ich ein Schneckenhäuschen sehe, dann denke ich auch, das will mir etwas sagen. Nämlich, dass ich langsam gehe, dann, wenn ich pressiert bin. Dass ich zwischendurch mir Zeit nehme, bei mir selber anzukommen, meine Mitte zu finden, so wie heute im Gottesdienst. Schön seid ihr dabei, wir beten. Gott, gut, dass du da bist. In deiner Gegenwart sind wir mit all dem, was wir erlebt haben in letzter Zeit. Wir danken dir für das, was gelungen ist, für das, was unser Herz reich macht. Wir bringen dir auch das, was uns unsicher macht und Kummer, das, was wir nicht recht wissen, wie es rauskommt in der nächsten Zeit. Manchmal fällt es uns schwer, bei uns selber anzukommen. Dann komm du, Gott, hab uns fest, zeig uns den Weg und tu das Herz auf für deine Liebe. Amen.
Das war das Musikstück «November» aus «Seasons» von Wolfgang Fuchs. Wir leben in einer sonderbaren Zeit. Wisst ihr manchmal schon nicht mehr recht, wo euch der Kopf steht, weil ihr euch viele Gedanken macht über die Zukunft? Oder drückt es manchmal da innen, weil ihr euch Sorgen macht um die Gesundheit von euren Liebsten? Wenn ich zurückdenke an persönlich schwierige Momente im Leben, dann hat es mir auch gut an, wenn ich zwischendurch den Kopf durchlüften konnte. Ich bin dann auf das Velo, mich abstrampeln oder in den See schwimmen, um so richtig den Körper zu spüren. Und meine Mutter, die ist auch ein paar Stunden im Garten, und wenn sie so richtig im Herd rumnühlen konnte, dann ist es ihr besser gegangen in einer schwierigen Zeit. Im Korintherbrief ist ein Text, der beschreibt, wie das ist, wenn Kopf und Bauch, Herz und Hand nicht mehr recht wissen, wo das andere ist. Ich lese euch aus dem Korintherbrief, aus dem Kapitel 12, Vers 14 bis 18. Ich lese aus der Übersetzung Bibel in gerechter Sprache. Denn auch der menschliche Körper besteht nicht nur aus einem Körperteil, sondern aus vielen. Wenn der Fuß sagen würde, weil ich keine Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, gehört er nicht trotzdem dazu? Und wenn das Ohr sagen würde, weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, gehört es nicht trotzdem dazu? Wenn der ganze Körper Auge wäre, wo bliebe dann das Hören? Wenn der ganze Körper Hören wäre, wo bliebe dann das Riechen? Nun hat Gott den Körper aus vielen Teilen zusammengefügt. Jeder einzelne Körperteil gehört nach Gottes Willen dazu. Und wenn ein Körperteil leidet, leiden alle anderen mit. Wenn ein Körperteil geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. 1. Korinther 12, Vers 14 bis 18. Liebe Mitfeierende, mir denkt, das ist eines der Themen der heutigen Zeit. Wir müssen schauen, dass wir einander nicht vergessen. Dass es keine Trennung gibt zwischen den Generationen, zwischen jung und der älteren Generation. Wir müssen Sorge haben zueinander. Der soziale Gedanke und das soziale Leben soll nicht der Bach abgehen. Dort, wo wir uns nicht mehr sehen, nicht mehr begegnen können, dort suchen wir kreativ nach Möglichkeiten, im Kontakt zu bleiben. Die neuen Medien helfen viel und es gibt auch sonst Möglichkeiten, einander ein Zeichen zu geben mit der Botschaft «Ich denke an dich». Wir sind ein Teil vom Ganzen. Der Virus, der wütet, der unseren Körper angreifen kann, der greift vor allem kranke und schwache Leute an, aber auch Mächtige und auch Vorsichtige. Wir alle sind dabei und müssen lernen, mit dieser Unsicherheit zu leben.
Wir sind verbunden als Menschen, die Gott gern hat. Unser Ursprung und unser Ziel ist Gottes Liebe. Ich nehme nochmal das Schneckenhäuschen. Es sagt mir, such deine innere Mitte. Such den inneren Funken von Gott in dir und tu die zwischen büscheln. Spüre, was das Herz sagt. Hören, was die Gedanken meinen und merken, was die Hand möchte, das abwägen. Und dann lassen wir unser Verhalten für uns reden. Dort, wo wir leben als Teil vom Ganzen, als Fuß, als Hand vom menschlichen Körper, dort geben wir unser Bestes. Wir müssen darum, dass auch andere ihr Bestes geben. Man sieht, in der Krise büschelt sich etwas neu. Das können sicher einige von euch bestätigen. Und dann wisst ihr auch, dass wenn sich etwas neu büschelt, dann ist das nicht nur schön. Dann tut es vielleicht auch weh und ist verbunden mit dem Suchen nach Vertrauen, mit dem Suchen nach einem Boden, wo man drauf stehen kann. Liebe Mitfeierende, ich wünsche uns für die kommende Woche Weisheit für den Kopf, die Liebe für unser Herz und für beide Hände und für den ganzen Körper Kraft und Zuversicht. Gott ist mit uns. Amen. Ich lese ein Gebet, das der Fritz Wittmer aufgeschrieben hat, und dann beten wir anschliessend unser Vater. O Himmel,
Hilf uns denken und schaffen und verstehen, dass wir es richtig lenken und gerne noch das verschenken, was andere sollten haben. O Erde, bleib uns weiter, was du bis jetzt bist gsi. Du gibst uns Luft und Leben und das Gefühl, es sei nicht vergeben, dass wir hier sein können. O Liebe, gib den Frauen und Kindern und Männern auch, dass sie einander vertrauen und das Glück sich nicht verbauen, das zu ihnen kommen will. Hören auf all die Stimmen unter und über uns und die Lieder in uns singen, die Mut und Klarheit bringen auf ihre Art und Weise. Wir beten, wie Jesus gelehrt hat: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir freuen uns auf euch wieder reinschauen nächste Woche und schicken einen lieben Gruß zu euch heim mit dem Osterlicht und mit dem Wort aus dem Segenslied 349. Segne und behüte uns nach deiner Güte. Gott, erheb dein Angesicht über uns und gib uns Licht. Schenk uns deinen Frieden alle Tag hienieden. Gib uns deinen Heiligen Geist, der uns stets zu Christus weist. Bleibet im Frieden. Hebt Sorge zu euch, hebt Sorge zueinander. Behüt euch Gott. Amen.